ich habe etwas auf dem Herzen für heute. Bin den ganzen Tag da. Habe etwas, das ich schon die letzten Wochen und Monate mir Gedanken mache, und zwar über das Thema Freude zu sprechen. Die Realität der inneren Freude habe ich als Titel gewählt, hoffnungsvoll leben. Die Freude ist ein Attribut, das in der Schrift sehr oft gebraucht wird, und mir geht es heute weniger um irgendwelche glückliche Umstände in unserem Leben herauszusuchen, wo wir dann noch Freude haben können, sondern es geht etwas, das von innen her herauskommt. Unser Gott ist per Definition Freude. Also über Jesus lesen wir in Hebräer 1, 8-9, auch Psalm 45, Vers 8 steht das, aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Also nur zum Sagen, Jesus war nicht depressiv. Jesus war trotz dieses geraden Weges, die 33 Jahre, per Definition in der Schrift der freudigste Mensch, der je gelebt hat. Er ist unser Vorbild. In Sprüche 17,22 heißt es, ein fröhliches Herz macht den Körper, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Keine Angst, wir haben noch ein Windows-Update gehabt, darum sind wir jetzt wieder im iPad mit Farbe. Halleluja. Danke, Jesus. Siehst du, da haben die Leute immer gefragt, Tom, warum hast du früher alles immer ausgedruckt? Das ist oldschool. Wenn du denn da unten stehst und das Windows noch ein kleines Update machen will, dann wirst du ein bisschen nervös, aber ich glaube, ich könnte die Message auch machen ohne Outlines, weil ich hab's in meinem Herzen. Amen, Halleluja. Versteht ihr, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin, ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Das ist das, was die Schrift sagt. Psalm 16, Vers 11 heißt's, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Das sagt der Herr zu dir heute. Und er sagt, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, wenn du da an dieses Kreuz schaust. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Versteht ihr? Gott ist ein freudiger Gott. Er freut sich über dir. Du denkst vielleicht, wenn du dein Leben anschaust mit all deinen Herausforderungen, das kann ja gar nicht sein, weil ich habe nicht alles auf der Reihe. Ich möchte dir sagen, Zephania 3,17 heißt es, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir, begeistert freut er sich an dir. Voll Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelrufen über dir. Wer kann zu diesem Vers Ja sagen? Ja, das stimmt. Gott freut sich über meinem Leben. Auch wenn du nicht alles auf der Reihe hast. Auch wenn du geschieden bist. Auch wenn du schlimme Dinge erlebt hast. Gott freut sich an deinem Leben. Schau, warum ich mir über dieses Thema Gedanken gemacht habe, ist ganz einfach. Wenn ich die letzten Wochen und Monate beobachte, wenn ich mit Menschen spreche, die Nöte unserer Welt sind real. Die sind vor unseren Augen. Da musst du nur die Tagesschau schauen oder die Social Medias aufmachen. Ich habe da ein paar Bilder mitgenommen. Vielleicht spricht dich etwas an. Die Welt ist voller Herausforderungen. Dein Leben ist voller Herausforderungen. Der Teufel spielt mit Angst und Hoffnungslosigkeit. Das ist sein Metier. Umbringen, töten, kaputt machen, in dem ist er der Chef. Aber ich bin heute zum Anfang dieser Message zu euch gekommen, um euch etwas zu sagen. Im Psalm 2 heißt es, dass die Mächtigen in der Welt gegen Gott und sein Reich sich auflehnen wollen. Doch der Herr, unser Gott, lacht über sie und ihre bösen Pläne. Das möchte ich über dir aussprechen. Egal wie deine Hoffnungslosigkeit und deine Niedergeschlagenheit in deinem Herzen heute Morgen aussieht, der Vater im Himmel lacht über die Pläne des Teufels über deinem Leben.
Er lacht, weißt du warum? Dieser Jesus ist Sieger. Und nicht nur auf dem Papier, sondern in Realität. Liebe Freunde, ihr müsst wissen, wenn wir uns ermutigen wollen, dann müssen wir wissen, zum Beispiel Offenbarung 11, Vers 15, ich habe es nicht offen. Hey, wisst ihr, dass eines Tages alle Königreich der Erde die Königreiches unseres Gottes werden? Das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Du denkst, oh Trump, oh Amerika, oh Russland und noch das und die Energiepreise und all das. Ich kann dir sagen, unser Vater Gott sitzt nicht im Himmel und denkt, Scheibe, das habe ich nicht kommen sehen. Hey, wir können das Ende dieses Buches lesen, wir sind auf der Siegerseite. Das möchte ich euch zusprechen. Jede Pläne des Feindes werden umgedreht über deinem Leben. Ich möchte dir etwas aussprechen, wenn du heute da bist. Du bist ein gerechter Baum, du bist heute hierher gekommen, du hättest zu Hause im Bett bleiben können. Nein, du machst dich auf, um in das Haus Gottes zu gehen, um deine Hände hochzuheben und zu sagen, Jesus, ich hab dich lieb. Ich möchte dir eines sagen, das ist der Turning Point. Gott hat ein Ja über deinem Leben und alle deine Situationen müssen sich beugen. Hey, die Bibel ist voll von Zusagen. Offenbarung 3, dieser Christus sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, ich habe die Schlüssel. Wenn ich eine Türe aufmache, dann bleibt sie offen. Und wenn ich sie abschließe, dann ist sie zu. So einem Vater Gott dienen wir. Ich diene einem Jesus, du dienst einem Jesus, der diese Schlüssel hat. Er hat das letzte Wort und nicht die Welt. Und auch keine Mächtigen dieser Welt. Sondern die Schrift wird sich zu 100% erfüllen. Die Leute sagen, ja Dom, du nimmst da immer diese Verse raus, du willst uns mit der Bibel brainwashen. Ja, das will ich. Weil niemand interessiert sich über die Meinung von Dominik Haab. Und ich interessiere mich nicht für deine Meinung. Ich will wissen, was die Schrift sagt. Amen. Hey, liebe Freunde, die Schrift ist die Wahrheit und nicht unsere Meinung. Und wenn der Vater sagt, mein Sohn hat der Schlüssel vom Hades, dann kann jede Mächte dieser Welt, jede dämonische Macht, muss sich beugen und anerkennen, dass dieser Christus Leben ist und Leben hat und für dich etwas vorbereitet hat, nämlich einen Durchbruch. Das ist doch diese Freude. Das ist etwas, wenn wir uns über Freude identifizieren. Und das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen beelendet hat die letzten Wochen und Monate. Wir Christen sind nicht unbedingt bekannt als die freudigsten Menschen auf der Welt. Und das darf nicht sein. Ernst Abbey, ein wunderbarer Schweizer, der den Schweizer Bibellesebund gegründet hat. Ich habe ein Bild mitgebracht. Er ist auch als Botschafter der Freude genannt worden. Abbey sagt, jeder sollte wissen, dass bisher ungeahnte Reichtümer an Freude, Freiheit und Überwindungskraft auf ihn wartet. Gott schenkt immer reichlich. Die Leute sollen merken, dass das Christenleben bei allem Ernst eine fröhliche Angelegenheit ist. Und dass Freude das Markenzeichen eines erlösten Christen ist. Amen. Hey, der Ernst Abbey war ein Theologe. Das ist kein Holy Roller. Das ist nicht einer, der gerade von der School of Supernatural Ministry zurückgekommen ist. Einfach zum Wissen. Das war ein Mann, der die Schrift kannte. Das war ein Mann, der wusste, dass das Wort wahr ist. Und er war ein Freudenbotschafter für das Evangelium, hat viele Menschen zum Glauben an Jesus gebracht. Ich möchte euch heute Morgen 4 Schlüssel mitgeben. Wir müssen eine innere Kultur der Freude in unserem Herzen kultivieren, der Heilige Geist uns gibt. Weil die Zeiten, die kommen werden äußerlich mehr Bedrängnis bringen, sie werden dunkler aussehen, aber wenn du die Schrift im Blick hast, wirst du ein triumphales Leben leben. Liebe Freunde, dann kannst du durch Schwierigkeiten des Tal des Todes gehen mit einem Lächeln auf Gesicht, weil du weißt, mein Vater führt mich durch dieses Tal des Todes. Sein Stecken und Stab führt mich. Er führt mich auf frischer Aue. Er hat die Schlüssel. Er macht jede Türe zu und jede Türe auf, die aufgehen muss. Der erste Punkt. Ich entscheide mich täglich, Danksagung
unabhängig von meinen Umständen und Gefühlen. Bekannter Vers, Psalm 103, 2-5, aber sehr, sehr aktuell. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vom sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark, wie ein Adler. Liebe Freunde, heute Morgen und alle, die am Livestream zuschauen, überleg dir, was hat der Herr dir schon alles Gutes getan? Es gibt so vieles, um dankbar zu sein. Und wir müssen es kultivieren, ihm auch zu sagen. Es nützt nicht nur, es zu wissen. Es ist eine tägliche Danksagung, auch in Schwierigkeiten. Vor ein paar Wochen, 4-5 Wochen, komme ich in den Stall am Morgen. Wir hatten ja sehr heiße Perioden mit 39 Grad. Und eine meiner besten Kühe war 180 Tage trächtig. Ich komme raus, sie ist im Stall drin. Und ein 6-monatiges kleines Kalb, ein Fötus, liegt hinten im Mistgang drin. Ein Abort, Zwilling, 2 Kuhkalben. Das tut im Herz weh, wenn du jahrelang mit diesem Tier gearbeitet hast und eine losige Zukunft gesehen hast. Eine Woche später mussten wir sie einschläfen. Das sind die Momente fürs Training. Das ist das Training, wo wir sagen, Vater, ich danke dir von Herzen, dass du unseren Hof beschützt hast. Weil wenn der Teufel hätte können, hätte er noch mehr geraubt. Aber wir danken dir für jeden Engel, für das Blut, das auf unseren Wänden klebt, dass er nicht mehr rauben konnte. Du bist ein guter Gott, eine starke Festung und du kennst alle, die bei dir Schutz suchen. Und wir müssen das kontinuierlich lernen. Jeden Tag müssen wir kurze Danksagungsmomente einlegen. Wenn du meine Freunde fragst, die oft mit mir zusammen sind, oft wenn ich im Auto bin oder so, plötzlich sage ich möchte Jesus einfach noch schnell Danke sagen. Ich möchte ihm noch schnell Danke sagen für unser Leben, dass wir alles haben, was wir brauchen, für meine Familie, für meine Kinder. Ganz kurz, ein paar Sekunden. Aber das hat sich so in meinem Herzen eingebrannt, dass ich gar nicht mehr anders kann und wir müssen es lernen und ich will es noch mehr lernen, weil unser Herz wird weich. Und ich möchte dich auffordern, jetzt gleich, mach deine Augen zu. Mach alle, auch im Livestream, macht eure Augen zu. 10 Sekunden in deinen Gedanken. Sag es vor dich hin. Für was bist du dankbar? Jesus, ich bin von Herzen dankbar. So dankbar, dass wir heute hier zusammenkommen können, dich feiern dürfen, dich anbeten. Du siehst unsere Brüder und Schwestern in Nigeria, die verfolgt und getötet werden. Und wir dürfen hier einfach zusammenkommen und uns gegenseitig ermutigen, dir nachzufolgen. Was für ein Privileg. Vergiss sie nicht und stärk sie am inneren Mensch. Gib ihnen Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist. Amen. Ganz einfach, kurze Danksagungsmomente für dein Leben. Und ich sag dir, dein Herz bleibt weich. Sei nicht undankbar. Und ich weiß, wir alle haben Herausforderungen. Wir waren durch eine extreme Dürreperiode jetzt gegangen. Unser Mais hat nicht gut ausgesehen. Was machen wir? Psalm 65. Du tränkst die Ackerfurchen mit Regen und weichst den Erdboden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. Du krönst das Jahr mit einer reichen Ernte. Die steinigen Wege fließen über vor Fülle. Und hey, ich konnte nicht mehr rausgehen auf meine Felder und schauen mit den Augen, weil ich war sonst zu entmutigt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Jesus, ich gehe nicht mehr schauen. Ich schaue lieber auf dich, weil du hast mehr Möglichkeiten. Du kannst den Regen bringen von unten aus der Erde. Es gibt Situationen in deinem Leben, da hast du keine Hoffnung mehr, du weißt gar nicht mehr, wie Danke sagen. Sag diesem Jesus, du hast mehr Möglichkeiten als ich. Bitte und dank ihm für das, was du noch gar nicht siehst. Hat uns Jesus schon jemals im Stich gelassen? Nein. Jesus hat uns noch nie im Stich gelassen. Und das könnt ihr einander zusprechen, weil wir wissen, unser Gott hat einen Bund geschlossen mit dir und mit mir. Er wird uns nie verlassen. Und das ist doch eine wunderbare Zusage, dass unsere Dankbarkeit wachsen kann. Das ist der erste Punkt. Man sagt, ja, das ist ja so eine normale Sache. Wie viel Mal am Tag machst du das?
Du sagst, dein Herz ist hart. Ja, ich spüre Gott nicht. Wie viel Mal hast du einen Danksagungsmoment? Ich fordere dich heraus. Hör auf zu jammern und fang an zu danken. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir alle haben gleiche Herausforderungen. Aber man sieht es den Menschen an, ob sie ein dankbares Herz haben oder nicht. Der zweite Punkt, die Freude kommt aus der Gewissheit, dass mein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben ist. Lukas 10,20 heißt es, aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, obwohl das sehr schön ist, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Was war der Punkt von Jesus, als er das seinen Jüngern gesagt hat? Der Punkt war der, nichts ist falsch mit übernatürlichen Gaben, nichts ist falsch mit den Kraftwirkungen des Geistes. Das gehört sogar dazu, das muss dazu gehören, aber es ist nicht die Essenz. Die Essenz ist die Freude, dass Jesus gesagt hat, dein Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben. Ich weiß, wenn man das sagt, dann sagt, ja, ich freue mich schon, dass Jesus mir vergeben hat. Weißt du eigentlich, dass Freude, das griechische Wort Chara und Gnade, das Wort Charis, Gnade, Gunst und Dank, haben lautlich und inhaltlich dieselbe Wurzel. Wir machen Gnade, ja, dir ist noch alles vergeben. Und Freude ist dann, wenn alles gut läuft, dann freue ich mich. Das ist ganz falsch. Gnade und Freude sind gekoppelt. Wenn du nicht mit deinem vergebenen Kreuz, wo du siehst, dass all deine Schuld vergeben ist, Freude verbindest, das war früher bei den neutestamentlichen Hörern, das war gang und gäbe. Man hat gesagt, ich habe es aufgeschrieben, ein Gott, der gerne Sünden vergibt, beim neutestamentlichen Hörer Fröhlichkeit, fröhliche Dankbarkeit und dankbare Freude auslöst. Darf ich dich etwas fragen? Wenn du keine dankbare Freude empfindest in deinem Herz, dann hast du eine falsche Botschaft geglaubt. Weil die Engel haben klar gesagt, ich bringe euch gute Botschaft, frohe Kunde für die ganze Menschheit. Euch ist ein Retter geboren. Ein König ist euch gegeben, der alle Schuld wegnimmt. Das war eine Freudenbotschaft. Wie herrlich und fröhlich sind die Füße dessen, der über die Berge kommt und eine frohe Botschaft verkündet. Euch ist vergeben worden. Ihr seid Kinder des Höchsten genannt, für immer. Alle Schuld vergeben. Kein Generationenfluch mehr möglich in meinem Leben. Nein, nein, nein. Hey, from glory to glory. Wir müssen uns wieder ermutigen, dass dieses Kreuz Freude auslöst in unserem Herzen. Es ist keine halbgute Botschaft, nur weil ein paar religiöse Fundis irgendetwas erzählen. Hey, das ist die absolute, das ist das größte Freudenopfer. Jesus hat gesagt, ich möchte eigentlich nicht an dieses Kreuz, aber die Freude, die vor mir liegt, war der Grund, dass er gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe. Du warst seine Freude, nicht der Fame. Nicht, dass man noch groß rauskommt und in 2000 Jahren noch von ihm spricht. Du warst seine Freude. Und wenn du der Einzige gewesen wärst, der jemals Errettung gebraucht hätte, er hätte es gemacht. Er wäre gegangen. Nur für dich. Versteht ihr? Jesus liebt alle Menschen, aber du musst wissen, dass er dich ganz speziell liebt. Es ist so. Liebe, wir müssen es tief verinnerlichen. Und wir können es nur mit der Schrift. Und wenn er sagt, ich habe Freude, euch als meine Kinder anzunehmen und euch all eure Schuld zu vergeben. Vor Anfang an der Welt habe ich es geplant. Es war meine Idee, meine Initiative. Ich habe es gemacht, nicht du. Nicht ein religiöser Bürzelbaum. Sondern dieses Kreuz hat dich zu Sohn und Tochter gemacht für immer. Hey, dann kannst du nur jubeln. Weil es gibt nur einen König und das ist Jesus. Jeremia 31,3 heißt, ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Hey, ist das nicht genügend Grund, Gott Dank zu sagen? Lass uns alle aufstehen, sofort. Come on. Hey, let's do a little praise break. Weißt du, wie in den Pentecostal Churches. Wir machen 30 Sekunden, Dave hilft mir. Praise the Lord, come on.
Sag ihm Danke. Praise you, Lord, oh my soul. Praise you, Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? That's why I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord. Oh. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Jesus. Freunde, das muss unser tägliches Brot sein. Da musst du nicht perfekt singen. Mach doch diese Schritte. Ich sag dir eins, es ist etwas vom Schönsten und es ehrt den Vater, wenn wir realisieren, dass er der Grund ist, warum unser Herz sich frei fühlen darf. Wir haben hingeschaut und wir haben gemerkt, wir brauchen Vergebung. Und er hat den ganzen Weg gemacht. Die ersten 2 Punkte, oder? Wir bleiben in Dankbarkeit. Und wir realisieren, dass uns ich weiß nicht, wie es dir ist, mir wurde viel vergeben. Und ich bin Jesus so dankbar. Nie mehr wird er mir irgendwo eine Anklage zuschieben. Scham und Anklage darf nie mehr ein Teil von meinem Leben sein. Nicht, weil Dominik Haab alles richtig macht, sondern weil sein Bund mit Blut besiegelt ist für immer. Und das Blut des Christus ist der höchste Schutz, den du über deinem Leben annehmen kannst. Aber es ist deine Verantwortung zu sagen, danke Vater. Und am Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst, schaust du rein und sagst, wow, I'm looking really good. Danke Jesus. Du hast mir vergeben, ich sehe super aus. Schau mal dieses weiße Kleid. Spotless, blameless and above reproach. Halleluja. Danke, Jesus. Der 3. Punkt. Du bist kein Sklave deiner Gedanken. 2. Korinther 10, 3-5. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein. Keine weltlichen Waffen. Um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Wer kennt es? Da oben ist der Battlefield zwischen deinen Lauschern. Ist es nicht so? Ich möchte dir etwas sagen. Jede negative, hoffnungslose Stimmung in deinem Leben, jede depressive Phase beginnt mit einem einfachen Gedanken der Entmutigung und Hoffnungslosigkeit. Und du bleibst bei diesen Gedanken, du kommst nicht raus. Und du denkst drüber nach und dann gesellt sich ein zweiter hoffnungsloser Gedanke dazu. Und du baust dir ein Kartenhaus auf, eine Festung auf der Negativität. Und ich möchte dich heute ermutigen. Und ich weiß, versteht ihr, psychische Kämpfe in unseren Gedanken ist ein reales Problem, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir kämpfen mit der Kraft Gottes, das ist sein Wort. Wir können nicht mit menschlichen Waffen kämpfen, wir müssen dämonische Lügengeister mit dem Wort Gottes bekämpfen. Sonst hast du keine Chance. Es ist die Wahrheit der Schrift. Wer kennt das alles? Man hat Situationen, wo man nicht mehr durchsieht. Hoffnungslose Situationen. Die Emotionen steigern sich so hoch in deinem Kopf, dass du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Leute fragen mich, Tom, wie kannst du so viel machen? Du hast einen Hof, Kinder und dann noch Fußball und dann noch dieses und jenes und noch in der Church. Das ist ja unglaublich. Und ich denke, ich mache ja gar nicht viel. Aber ich habe etwas gelernt. Wenn eine Schwere auf mein Herz kommt, zum Beispiel jetzt mit dieser Trockenheit, wo es vielleicht auch um Existenzen geht, habe ich ein Bild mitgebracht von diesem Zimmer, wo wir gemacht haben. Dort vorne, an diesem Kreuz, dort ist der Platz, wo ich gehe. Und du musst kein so ein Zimmer haben. Du kannst neben deinem Bett hinknien.
Vielleicht hast du ein kleines Holzkreuz neben auf deinem Zimmer. Aber wir müssen es machen, liebe Freunde. Der Teufel ist real, der will dir das Leben nehmen. Aber sobald du submittest und an dieses Kreuz kniest und sagen, all meine Hoffnungslosigkeit, all diese Gedanken der Schwere gebe ich dir, Jesus, mache ich dir ein Versprechen. Der Himmel bewegt sich. Und die Mächte des Himmels und die Engel und sein Blut kommen, geben dir eine übernatürliche Hoffnung. Weil wir sind nicht hoffnungslose Menschen. Wir sind Menschen, die aus dem Sieg heraus leben, eines Gottes, der gesagt hat, ich mache die ganze Erde zu meinem Untertan und irgendwann wird jeder bekennen, dass ich Herr bin. Wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich meinen geistlichen Vater anrufe, dann sagt er mir, Dominik, als ich selbstständig wurde und es zum Teil schwierig war, dann hat mir meine Frau immer gesagt, Willi, hat uns Jesus jemals im Stich gelassen? 70 Jahre. Und das möchte ich dir zusprechen. Das spreche ich mir zu. Das spreche ich dir zu. Jeder, der hört hier. Jesus lässt seine Kinder nicht im Stich. Nicht. Egal, was ich für Schwierigkeiten durchgehe, egal, er hat den Durchblick. Ich folge ihm nach. Wenn ich nicht weiter weiß in meinen Gedanken mit diesen Kämpfen, dann gehe ich dahin. Aber du musst hingehen. Hey, bitte, skip a meal. Nimm ein Mittagessen raus, knie dahin, nur 1 pro Woche. Hey, lass eine Netflix-Serie fallen, einmal an dieses Kreuz knien. Aber du musst es machen. Wenn du siegreich leben willst in der Freiheit des Geistes und freudig diesem Jesus nachfolgen, dann ist dieser Platz reserviert. Und er macht ja, der Vater lässt ja immer wieder Dinge zu, damit wir da hinkommen, weil da unser innerer Mensch gestärkt wird. Das ist die Realität der inneren Freude, wo du merkst, ich kann mit meinen Kämpfen der Gedanken an dieses Kreuz kommen und ich sag dir, der Geist hat immer ein Wort. Er hat immer eine Ermutigung. Er hat immer ein Wort, wo du nachher durchkommst und sagst, es ist wahr. Da haben wir solche Kämpfe gehabt, die letzten 4 Wochen, auch mit dieser Dürre und diesen Gebeten. Und Gott hat jetzt 2-3 Mal so gnädig wieder Regen geschenkt bei uns. Und wir haben es schon nicht mehr für möglich gehalten. Und dann diese Woche um Mittwochmorgen noch ein Telefon von meiner Tochter, 14 Jahre aus dem Teenscamp, weinend am Telefon, sagt, Papa, ich habe 2 Verse aufs Herz bekommen und jedes Mal im Worship redet Jesus zu meinem Herzen, ich muss mich taufen lassen. Und dann sind wir rausgefahren auf dieses Österreich, wir haben noch ein Bild mitgebracht und dann das zu sehen als Vater, wo wirklich nicht alles richtig gemacht hat in der Erziehung, gell? Wir sind ja alle unvollkommen. Aber dieser Gott, der treu ist und diesen Kindern nachgeht und etwas macht im Herz, hey, das hätte ich nie machen können. Ich bin Jesus so dankbar, bin ich diese 4 Wochen durch diese Schwierigkeiten hindurchgegangen und habe jetzt diese Ernte sehen dürfen. Und schau, der letzte Punkt ist wahrscheinlich der herausforderndste, aber der wichtigste. Du bist nicht der Mittelpunkt deines Lebens. Dann sagt Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Entmutigung und Enttäuschung und Kämpfe in deinem Leben, die kommen immer nur, wenn du auf dem Thron sitzt. Wenn das Wichtigste dein Wohlbefinden ist, dann kannst du kein Nachfolger von Christus sein. Liebe Freunde, du bist nicht der Pinnacle. Das ist Humanismus, das ist das, was die Welt uns lehrt. Hauptsache, mir geht es gut, um jeden Preis. Und wenn du lernst, das Dienen und sein Leben verschenken, oder geht es nicht darum, dass wir Fußabtreter sind und alles zulassen, sondern geht es darum, dass wir realisieren, wer dient und sein Leben hingibt für seinen Nächsten und ihn aufbaut,
der wird gestärkt an der inneren Freude, weil Jesus der freudigste Mensch war und der größte Geber. Er hat sein Leben verschenkt für seine Schöpfung. Und wir verschenken unser Leben nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir ja diesem Lamm nachfolgen. Aber du kannst nicht der Chef von deinem Leben sein und es geht alles nur um dich. Ja, wenn der, schau mal, was der noch hat und der noch hat und ich habe immer zu wenig und es geht immer um dich. Und dann wird es immer perverser. Es wird immer perverser, liebe Freunde. Du weißt dann gar nicht mehr, was gut und was falsch ist, weil du der höchste Standard bist. Versteht ihr? Wir müssen eine Klarheit haben. Wir müssen eine Klarheit haben, dass wir wissen, wir sind nicht auf dem Thron unseres Lebens. Es tut mir leid. Wenn du die wahre Nachfolge willst, musst du dich verleugnen. Es geht nicht um dich und dass der Dominik noch groß rauskommt. Es geht darum, dass Christus alles bekommt, für was er bezahlt hat. Und da können wir nicht machen, was wir wollen. Und die Auswüchse sehen wir ja. Ich meine, du kennst aktuelles Beispiel. Jetzt hat ein deutscher Politiker ein Kind gekauft in Amerika. Ja, liebe Freunde, ich kann auch nicht 2 Munis auf die Weide lassen und da gibt's ein Kuhkalb. Das geht nicht. Wenn du dich für eine gewisse Lebensform entscheidest, dann hat es Konsequenzen. Dann kannst du nicht sagen, ich will den Fünfer und Zweckli. Liebe Freunde, wir müssen klar sein. Müssen für das Leben sein und wir müssen sehen, wir müssen einstehen für die Wahrheit. Hey, das ist so wichtig. Versteht ihr, es geht nicht um uns, es geht darum, dass Christus groß wird, damit die Freude in unserem Leben zunimmt. Ich weiß nicht, wo du hin, weißt du, ich weiß, diese Message ist herausfordernd, aber look, entweder du stirbst und wirst wirklich frei, oder du probierst halb drin sein, halb draußen, ist das Christenleben ein absoluter Scheiß. Und du hilfst uns nicht, weil die Leute, die sehen das, denken, ja, der macht ja alles mit, das ist ja genau gleich wie alle anderen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen feurige Nachfolger, die hingegeben sind. Ich möchte dich ermutigen, stirb heute. Komm an dieses Kreuz. Hey, es ist ein freudliches Sterben. Und du wirst die wahre Freiheit des Lebens erleben. Stehen miteinander auf, ich bete zum Abschluss. Mir ist absolut bewusst, es ist challenging, es fordert dich heraus. Jesus, du hast teures Blut vergossen für unsere Leben. Unsere Leben waren nicht gratis. Es war nicht so ein kleiner Preis, den du noch nebenbei bezahlt hast, damit wir deine Kinder sein können für immer. Nein, es hat dich alles gekostet. Schau diesen Christus an in deinem inneren Auge, an diesem Kreuz. Alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Durch ihn und für ihn wurde alles erschaffen, heißt es in Kolosser 1. Und er war sich nicht zu schade, nach unten zu steigen, aus einer Frau, menschlichen Frau geboren zu werden und all unsere Sünden weiter als das weiteste Meer hinwegzutragen. Jesus, offenbar uns diese Liebe, damit wir klar sein können, in Dankbarkeit, im Wissen, unser Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben. Und wenn du heute da bist und du merkst, ich muss wieder ein Commitment machen, dann bitte mach es. Halt deine Hand hoch. Wir beten zusammen, wir machen ein Commitment. Wenn du merkst, du bist halb drin, halb draußen, beten wir zusammen. Aber wir wollen sehen, Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst unser Commitment, wo wir da noch halbe Dinge getrieben haben. Und du weißt, du willst unser Herzen ganz und du hast teuer bezahlt. Und da sagen wir Ja zu dem und sagen wir, es tut uns leid, wir geben nochmal unser Leben hin an dieses Kreuz und empfangen diese Freude des Lebens, weil du hast die Schlüssel unseres Lebens. Du machst die Türen auf, die aufgehen müssen und keiner kann sie schließen. Und wir gehen durch diese Türen hindurch, aber du schließt auch Türen zu, wo wir wissen, da müssen wir nicht durchgehen. Und für das danke ich dir, Jesus, und segne jeden mit einem klaren Blick, mit dem Blick des Lebens. Die Freude gehört uns und sie wurde uns gegeben von unserem Herr und König, Jesus der Gesalbte. Danke
vielmals, Heiliger Geist, dass du mit uns kommst in diesen Sommerzeit und uns diese Freude täglich offenbarst, uns an diesen Praise Break erinnerst, an diese Danksagung und dass unser Herz weich bleibt, dass wir feurig sind, dass wir in 20 Jahren uns noch in die Augen schauen können und sagen, immer noch leidenschaftlich für Jesus, ja. Hast vergeben müssen, ja, ich habe vergeben müssen, war enttäuscht von Leuten, ja, aber ich habe vergeben, weil Christus mir vergeben hat und du bist immer noch weich. Das ist doch das größte Zeugnis, älteren Menschen in die Augen zu schauen und merken, da ist noch Leidenschaft und Feuer, weil sie gelernt haben, mit dieser Vergebung des Christus zu leben. Amen, Amen. Gib Jesus einen Applaus, danke. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.